Goed, vandaag waren zondagsmorgens. We freuen uns dat we kan godsdienst hebben. Fernando, welkom hier. Schön dat u waren in onze eenpas. Ik neem aan die familie is ook ergens, so welkom thuis. Dat is schön dat je hier bent. En eventueel zijn hier alles normale mensen, so welkom hier. En ik stu wel ik toe, ik zie een beetje ik zie ganz Sachen bloß ein bisschen anerfahren und uns nie Thema in Sonntagschule. So, wenn erst einmal sagt, hey, ich komme bloß nicht mit, dann haben wir hoch die Hand ab, dann will ich so langsamer mit Treten backen und dann will ich mal sehen, was wir können tun. Mir ist so wichtig, dass wir uns stark Bibel erkenntnis wissen. So, ich zie nicht bedoeld dat het niet wichtig is. Ik zie best bedoeld dat we alle metkomen. So, we zijn vandaag aan Jezus, Derch het Oude Testament, lektion 2. En die van jullie wordt nog de papieren gaan, wat ik had uitgedeeld van een panorama biblico. Ik wil jullie ook mee en breng dit te zondagschool met, waarin we waren gebruiken. En als we niet de papieren hebben, en hier worden voor je tijd hebben, je kan nur de kerk te mij komen zijn, en je nächste zondag een tijd metbrengen. Ik wil niet oneindig papieren printen, aber als we de tijd wel van panorama biblico, je kan me wel vragen, ik wil jullie hier een pak aanhangen. En dan wil we dat zijn, zoals dit te doen, also de panorama biblico, ik wil maar zeggen, dat is een hak. En dan heeft dat een rode streek, waardoor dan Jezus zal verstellen. Also dat is een representatie van Jezus. En dan hebben we dan ganz van hier, van Garten Eden met Adam, vangt de rode streek aan. En die gaat dan ganz wat Jezus dan im Fleisch op eerd wandelt. En ik krijg den panorama brücken zum Ammerwaren. Du pinkt daaruit hebben, hier ving wie Jezus im Oude Testament. So, wenn je de papier met han, brück die. Wenn je te veel, zeg me, ik wil je hier nog met helpen. Also, vier zondag, klos eind weer, een Eva-blik im Neuen Testament, wo uns sagt, wir sollen Jesus im Alten Testament finden. Wer hat wir alle im Neuen Testament gefunden, wo du siehst, wir können das Alte Testament brauchen, um Jesus zu finden? Mit wem fangen wir an? Jesus selbst sieht zwei große Dinge. Erstens, ich sehe die Erfahrung vom Alten Testament, also du brauchst wie Lukas 4, wo Jesus an das Judenschule sagt, der liest Jesaja und sagt bloß, das für jene in Erfahrung gewohnt. Dann hat wir Texten, so ist Johannes 14, wo Jesus zu der Mann sagt, wenn die Moses wurden gelesen haben, dann würdet ihr mir glauben, wenn Moses redet von mir. Also im zweiten Grund sieht Jesus, dort das Alte Testament redet von mir, und wenn wir dort kennenlernen, dann wollen wir mich kennenlernen. Dann haben wir uns die zweite bekijkt. Wat weer de tweede? Okay, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte haben wir uns kapitelweise lang gecheckt, und was passiert da, wenn er predigen deed. Ja, aber das ist nicht nur, was wir nu zien. Sehr gut. Die Apostelgeschichte, ganz durch, die ging immer weiter, nur das Alte Testament und sehen, dort wird vom Vorher geschrieben, wie es eine Erfahrung gewonnen. Dort wird vom Vorher geschrieben, dort ist eine Erfahrung gewonnen. Und dann da wir kapitelweise die Länge, so erst fingen wir durch an Apostelgeschichte, die Jünger, also die 12, und dann Luther fingen wir dort Paulus, in den Sinne Paulus, Apollos und so weiter, die tun alle dasselbe. Die brauchen das Alte Testament und sagen, wenn die bloß mal das Alte Testament gelesen haben, dann will die Jesus kennenlernen.
Jesus ist es, Jesus ist es. So von der wollen wir von du wiedergehen an unsere Lektion 2. Und dann wollen wir uns so ein paar Texten aber noch vom Neuen Testament mitnehmen und dann gehen wir los. So, wenn ihr wollen, drehen wir mit auf Römer Kapitel 1. Und diese wollen wir dann von Vers 1 bis Derch 3 lesen. Römer 1, von Vers 1 bis Derch 3. Und da lesen wir, und dort sagt es dit. Römer 1, von Vers 1 bis 3. This Brief schrift Paulus, Christus in deiner, der Paut von Gott berufen wird, ein Geschickter zu sein, das Evangelium zu predigen. Dort Gott vorher in der Heiligen Schrift der seine Propheten versprochen hat. Das Evangelium wir von ihnen sehen, der nun Fleisch nur von David stammt. Also, Paulus schrift zu der Römerkirche und sagte, dort soll eine gute Botschaft predigen. Das wird Evangelium meint eine gute Botschaft. So im Vers 1 sagte, die gute Botschaft zu predigen. Vers 2 sagt, die gute Botschaft kommt von wo? Die gute Botschaft kommt von der Heiligen Schrift, die durch seine Propheten versprochen wird. Also, die Heilige Schrift, von wo du redest, von wo redet Paulus du? Alten Testament. Also, Gott hat im Alten Testament ein Rat versprochen. Im Vers 3 sagt dort, diese gute Botschaft, wir von seinem Sehen, der nun Fleisch nur von David stammt. Also, die gute Botschaft von Jesus kommt vom Alten Testament mit. In der Römerbrief wird dann noch nicht mal zu Juden geschrieben. Also du fängst wie von der an den Grund, wo du zu uns sagst, je Christen von dir, je sollen das Alte Testament schauen, wenn du redet von Gott sehen und das ist die gute Botschaft. In der Römerbrief haben sie eine besondere Angst. So, wir wollen Römer 16, das ist das letzte Kapitel, Römer 16, von Vers 25, und wieder lesen. Dem Römer 16, Vers 24 und wieder. Dort sagt, dem der Jünd, was du bringen kann, dort die Sache stehen, so aus der gute Botschaft in der Predigt von Jesus Christus liegt, wodurch dort Geheimnis offenbart ist, dort wie geholt worden, solange aus dieser Welt gestanden hat. Dort nu aber geopenbart in der Prophetenschriften verdach gekommen ist, so aus der ewige Gott dort befohlen hat, so dort viele Völker und am Glauben in gehorchen können. Also, du hast dann dort, der Anfang und der Ende vom Römerbrief sagt dort, der Alte Testament, wie Jesus, da wir bloß stillgehalten worden, was Jesus verdacht hat. Und du kommst dann nu an die erste goldene Regel. So, für die von Ihnen, wo du Dinge abschreiben, schrift du so ab, das erste Ding. Wenn wir nur Jesus sehen im Alten Testament, dann machen wir erst Jesus sagen. Also dort ist eine Bewahrung für uns als Christen von dir. Die kann mich, und ich gleich so Vers für Vers die Bibel einmal durchstudiert, und dort bewahrt mich selbst, für mich alle Sorten deutlich merken, was du nicht hast. Wenn wir nur Jesus sehen im Alten Testament, das ist in gewisser Hinsicht gleichmäßig, dort man sich alle Sorten deutlich merkt. So nun nie im Testament nu muss wir erst Jesus seine Geschichte kennen, um im Alten Testament die Ehren aufzumerken und sagen, wow, hier fängt Jesus. So, erste Ding ist, wenn wir wollen Jesus im Alten Testament finden, dann soll wir erst Jesus kennengelernt haben. Und ich will Ihnen den Grund sagen dafür. 2. Korinther 3, Vers 12. 2. Korinther 3, Vers 12. Ich lese 2. Korinther 3, Vers 12 und wieder.
In wils wir diese Hoffnung haben, reden wir sehr klar und direkt. Wir tun nicht so als Moses, der sich einen Tag über das gesagt nimmt, dass die Israeliten nicht sein sollen, wo sich seine Herrlichkeit verlor. Aber er sein ist verdunkelt worden, but von der hängt dieser Tag über ihre Augen, wenn sie das Alte Testament lesen. Der Tag kommt bloß an Christus wahrgenommen worden. Aber was von der noch, wenn sie Moses lesen, liegt an der Tag über dem Hort. Wenn sich aber wer trägt Herrn dreht, wird der Tag wahrgenommen. Jesus, der Herr, ist der Jes, und wo dem Herrn sein Jes ist Freiheit. Aber nu ist der Tag von unseren Augen genommen, und wir seinen dem Herrn an seine Herrlichkeit. Dort ist so, als wenn wir in ein Spiegel checken, in seine Herrlichkeit uns herrlicher und herrlicher macht, dort der Herr, der Jesus ist. So, was sagt das da? Das Alte Testament ist das ein Gesagt, wo ein Tag immer gedacht ist, und das kann man nicht sein. Was muss passieren, um das Alte Testament nicht mehr einen Tag zu haben? Jesus kennenlernen. Und das ist, was wir all für eine Zeit lang getan haben. Wir wollen Jesus immer besser kennenlernen, wenn wir nu uns in das Alte Testament angeben und durch eine schöne Zeit haben. So, der erste Ding, Jesus, der im Alten Testament ist, erst Jesus kennen. Wir müssen wenigstens die Botschaft von Jesus, seine Geburt, sein Taufen, sein Sterben, sein Abstehen, weiten. Und die weit wie. So, du willst vielleicht mir sagen, mit jeden Tag wieder tun, und das, wenn keiner von ihnen ist, äußerlich im Sinn von, no, kann auch schon von Jesus hier. So, Jesus, und dort, was wir von Jesus weiten, soll uns halten im Alten Testament, das aufzudeuten. So, wo glaubt ihr dann, fängt wir das erste Bild von Jesus im Alten Testament? Okay, so das sind 1. Mose 3. Hast du vielleicht noch vorher all ein Bild von Jesus? Sehr gut. So, ich finde, dort wir können ganz wechseln bei den ersten Kapitel an 1. Mose. Wir wollen aber den Anfang merken, Römer Kapitel 5 lesen. Und du sagst uns das Neue Testament, wo wir nur das erste Beispiel oder nur das erste Bild checken können. Römer 5, und ich werde so anfangen zu lesen vom Vers 12 und wieder. Römer 5, Vers 12 und wieder. Dort sagt du, so ist durch einen Mensch, der Sinn an der Welt nankommt, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sündigen. Der Sinn, wie in der Welt euer dort Gesetz geführt, aber euer dort Gesetz kommt, wir nicht dort bestimmen können, was sind wir. So ist dort auch wir, der Tod herrscht von Adam bis Moses, sogar über die nicht gerade so gesündigt haben als Adam. Heu wir ein Aufbild. Dort wird es dort nur was wir sehen. So Tekenchen dort. Heu wir ein Aufbild von denen, die durchkommen sollen. Aber mit Gott seine Gnade, der er uns schenkt, ist dort nicht so, als mit Adam seine Sinn. Wenn durch einem seine Sinn der Tod über viele kommt, dann wird Gott seine Gnade so viel greater, dass durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Und mit der Gnade ist dort nicht so, als mit dort, was durch dem kommt, der du sündigt. Weil es nur eine Seite haben, kommt durch der eine Sinn dort gerecht, dort du verdammt. Aber nur der andere Seite haben, bringt die freie Gnade der Rechtfertigung für viele Sünden. Durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem, aber die sich Gott seine große Gnade in Gerechtigkeit schenken lassen, sollen am Leben durch Jesus Christus herrschen.
So als der einen Mensch seine Sünde Verdammnis über alle Menschen schäum, gut so schäum der einem seine Gerechtigkeit der Rechtfertigung für alle Menschen. So als der einen Mensch seine Ungehorsam sein, viele Sünder worden, so werden durch den einen sein Gehorsam sein, viele gerecht gemacht. Also du hast dann nu im Römerbrief ganz klar nicht bloß Freiheit, aber der Abruf, wem soll wir mit Jesus vergleichen? Adam, okay, so dann würden wir sagen, Adam in Jesus sollen nu für uns als ein Gleichnis dienen. Und er gleich der Plot, die Bibel, der braucht so im Vers 14, das Wort Aufbild, eine Imagen. Da meint so viel, dass nicht dort abirms nicht, aber dort soll uns eine Liebe mitgeben. Aber dann würden wir uns fragen, ein Aufbild, zu was dient dort? Zu was dient ein Aufbild? Okay? Wir wollen in Zellen einmal, wenn das Neue Testament von Jesus in ein Aufbild redet, dann sollen wir uns einmal zwei Fragen fragen. Am was sind die überein und am was sind die verschieden? Was wir bei Adam und bei Jesus überein? Nur einmal 5. Okay? Der Adam schämt die Sinn überall und all die, was an sich die Not schenken legt. So dort hat beides mit allem zu tun. Was du so verschieden? Oder nicht bloß verschieden, was hat jeden dort? Verdammnis und Gerechtigkeit, krank. So wenn wir von einem Gleichnis im Alten Testament mit Jesus reden, dann würden wir uns immer so eine Frau fragen, Eva, rein, so wird Eva rein und verschieden oder anders. Du bist ganz unbedingt an Jesus und an Adam ein Teil, was rein ist, aber auch sehr viel, was 100% verschieden ist. Und dann, weil wir uns dann diesen Adam kennenlernen. Und ich finde, dass wir kann Adam nicht mehr so gut als Jesus. So, wenn wir uns dann nu wollen an diese Aventur anschauen, dann werden wir nun 1. Mose 1, Vers 26 gut. 1. Mose 1, Vers 26. Wer will da mal lesen? 1. Mose 1, Vers 26. Nee, aber alles, was du schreibst. Sag gut. Nun, 1. Mose 1, 26, was ist das erste Ding, was wir dann nu von Adam wollten? Sag gut. So, Adam, die Imagen de Dios. Adam ist ein Aufbild von Gott. Das ist, was du sagst. Stimmt das? Okay. Wer weiß, was Jesus ist im Sinne von ein Bild von Gott? Das stimmt. Wir wollen uns Hebräer 1, Vers 3 lesen. Und dann werden wir Jesus vergleichen mit Adam im Sinne von einem Bild. Hebräer 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3. Dort sagt du es dit. Die Sehn strahlt die Herrlichkeit von Gott ut, dem Heu an seine Ort in Wies auch genau liegend. Durch sein Kraftjet wird Tracht in und er hält Heu alles, was du hast. Heu haft uns von den Sünden gereinigt und sich dann bei der rechten Hand von der Majestät am Himmel
gesagt. In der plottische Bibel redet von Genev Lecknen und dort bedient Jesus als der Herrliche. Tim, das bestätigen, weil wir lesen Kolosser 1, Vers 15. Kolosser 1, Vers 15. Dort sagt du so in Kolosser 1, Vers 15, Christus lenkt genev Gott, den wir nicht sein können, wie du euer Wort auf der Erde gemerkt wird. Jesus ist nicht ein Bild von Gott, Jesus ist Gott. Wer weiß, was Jesus zu seinen Jüngern sagen will, zu Jüngern sagen, wie es uns dem Führer. Wer mehr sein hat dem Führer gesagt. Also, Adam, du unbedingt hast du erst was von der Lecken Gott, weil Gott möchte nur sein Bild nur. Aber wenn wir das vergleichen mit Jesus, dann ist das nicht etwas einmachende. Dann wo wir auf Spanisch sagen, es la imagen. Also Gott soll nicht sein, aber interessanterweise, Jesus sagt, wenn sie arm sein haben, haben sie Gott gesagt. Jesus ist das Bild von Gott. Aber das ist für mich ein so einfacher Anfang von Adam mit Jesus vergleichen. Du hast unbedingt eine Ähnlichkeit. Träg nur 1. Mose 1, Vers 26. Was so zweite Ding, was wir du so mal würden sagen, was sagt der Vers von Adam? Macht haben über was? Okay, so Adam soll erst noch warten, wie es von Macht haben, und dort hat aber mehr mit Herrschen als mit Macht zu tun. Also, auf Spanisch sagt die Bibel dominar. Das meint herrschen, das meint regieren über die Welt. Und wer würde dann reden wollen, was das Bild ist an Jesus, wenn wir sagen, Macht haben über die gemerkte Welt? Was sehen Jesus seine Jünger, weil sie haben das Lamm gewähren und da klingt man mit schackelt von was Jesus hat oder wird dann der Wind gesagt, Homo-Stell. Wer ist das Mann, dem sogar Wind und Wut da tun ist? Jesus, sein Macht über die gemerkte Welt. Ja, das haben wir verglichen mit Adam, aber das geht so viel wieder. Wenn wir das, wenn du abschreiben, Epheser 1, Vers 20, bis 23, als der Text wurde uns erklärt, wo so Jesus an das lenkt, aber doch ganz verschieden ist. Epheser 1, und du lesest von Vers 20 bis 23. Dort ist dieselbe jährliche Kraft, die er beweist, als er den Heiland vom Tod abwirkt und besiegt zur rechten Hand den höchsten ihren Platz am Himmel auf. Hoch über alle Macht und Gewalt und alle Kraft und Herrschaft, die du genannt werden können in dieser Welt oder an die du noch kämpfst. Gott hat den Herrn Jesus alles unter die Feit gelegt und ihm als Förster über seine Gemeinde gesagt. So, wenn wir reden von Macht, Adam hat Macht, Gott schickt Adam Macht über Tieren und Vögel und kriechende Tiere und so weiter. Jesus hat Macht über was? Alles. Jesus sein Herrschen ist unein. Und dort merkt an Adam und an Jesus ein schmackes Bild. Adam wird begrenzt. Jesus ist nicht. Und dort merkt die Geschichte ein Staub scheiner. So, das Bild fing wie all, naja, Adam wird eine Wasser in sich haben, so ist Gott sein Bild gemerkt. Jesus wird nicht bloß so, heute wird das Bild.
Dann, wo wir sagen, Adam hat Macht, war kriepende Tiere, war das und das, und das scheinen gut, aber Jesus hat nicht eine begrenzte Macht, Jesus hat Macht über alles. Nur Epheser nu, sogar über dort, wo wir noch nicht mal eine Uning haben, von wo wir können sein. Dort merkt Jesus, büter gewöhnlich gerut. Wenn wir wieder lesen, an 1. Mose 1,26, dann fingen wir durch noch ein Ding, wo wir vielleicht so eine bewusst sind. So, ich lese im Vers 26 noch einmal, dort sagt du, und dann sieht Gott, weil wir Menschen merken, die so aus wie sind, in uns lignen. Lut an Macht haben über die Fische Meer, über die Vögel in der Luft, über das Feuer und die wilden Tiere und über alles, was du kriegst. Und Gott mögt Menschen, die so wie uns heu nur sind, plun, heu mögt Mannsmenschen und Frühmenschen. Und Gott sehende und seht, möcht die Kinder haben und gehen über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Je soll Macht haben über die Fische Meer, über die Vögel in der Luft und über alles, was du auf der Erde lebst. Also, was fingen wir dann nun noch, was mit Adam bei? Da noch eine Früh, und was soll er dann mit seiner Früh tun? So gut, 10 Jahre. Okay, die soll einen großen Klumpen nu kommen haben. Und hier ist wo dann noch ein Stück interessant, aber wenigstens in meinen Augen. Hat Jesus 10 Jahre? Ja, nee, der hat Klumpen. Und hier ist, wo das dann mal besonders wird. Wenn wir uns mal lesen, Römer 8. Römer 8, Vers 16 und 17. Römer 8, Vers 16 und 17. Du sagst, das ist das. Der Jes selbst, ja, unseren Jes, das Zeugnis, dass wie Gott seine Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir Gott seine Orven und Christus seine Mitorven. Dort ist, wenn wir mit am Taub leiden, dort wir mit am Taub verherrlicht werden. Also Adam hat nukum. Adam hat nukum hier auf der Erde, und dort weit wie Gott, dort wir sind alle am Fleisch, Aufstammung von Adam. Aber Jesus fängt ein neues Volk an, und ich war dort hier kriegt, das ist dort handgeschrieben. Und dort ist ein Besonderes. Und dort meint dort, Jesus hat nuku. Aber nicht so eine Sorte am Fleisch, am Blut. So, so ist Adam, aber das ist so viel besser. Wer ihn durch den Glauben an Jesus, so wie Gott seine Kinder noch merkt, was so Besonderes. Aber dann sage ich vielleicht, das ist ja interessant, und ich glaube, das ist auch interessant. Aber das ist noch mehr dazu. Hendrik sagt, Adam hat eine Früh, hat Jesus eine. Der hat eine Brut, der wird noch bald seine Früh waren, aber in einem Moment hat dort Jesus seine Brut. Das wird bald sein. Aber das wird richtig interessant. Und 1. Mose 2, Vers 18, bis 24, und wir wollen uns den Text lesen, dass wir vernehmen kriegen, was die Chaos alles anbelangt mit Adam und Eva. Die fingen wir an 1. Mose Kapitel 2. Und du willst wir lesen vom Vers 18 bis 24. Du sagst, das ist das. 1. Mose 2, Vers 18 bis 24. Und Gott der Herr sagt, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist, auch wo wir merken, zum am Halten, der am Posten wird. Dann mögt Gott der Herr all die verschiedenen Tiere, die bestabt sind, und die verschiedenen Vögel, die in der Luft fliehen über die Erde, und er brachte den Mensch zum sein, was er die nennen wird, so als der Mensch den nennt, so heiten die.
Der Mensch fängt nur für all das Feuer und die wilden Tiere und für die Fehler und den Lauf, aber du willst keine, was passend wäre, um den Mensch zu halten. Dann mög Gott der Herr den Mensch sehr Fuß anschlucken. Und aus Heischleib nimmt der Herr eine Rab von dem Mensch und leitet steht weiter mit Hüt bewassen. Und Gott der Herr mög eine Früh von der Rab, die er von dem Mensch genommen hat, und bracht ihm die. Dann sagt der Mensch, das passt mir, das ist Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Frühmensch heißen, weil sie vom Mensch genommen ist. Du wirst jetzt ein Mann von seinen Eltern wach und vereinigt sich mit seiner Früh, und sie sind eint. Und der Mann und die Früh werden nüchtern und schämten sich nicht. Also diese Geschichte, die kennen wir. Aber du sagst ein paar sehr eigentlich einzigartige Dinge, wo an Adam und seine Brut früh ganz klar ein Bild sind von Jesus in der Kirche. Ich denke, Adam wie im Garten, und du wirst keine Früh, was am Post. Da wir ein Tier, nicht früh, nicht Menschen. Wenn wir an die Menschheit denken, in Jesus schein, du wirst kein Mensch würdig, zu Jesus in der Kirche zu gehören. Jesus schein mal beirrt, und du wirst bloß lauter sein. Da wir allmählich eine Kirche zu finden für Jesus. Und dann wird Jesus dort gemerkt. Sein Blut vergoten. Um dort du eine Kirche anstehen, wo du würdig wärst, Jesus in der Kirche zu sein. Kriegst du das Bild an Adam eine Rabrück plagen, in der Früh merken, was Adam post. Kriegst du, wird Jesus dort gemerkt, an der Sie gespeckt, du Blut verschätzt. Omdat du keine Kirche gemerkt werden, was würdig wie Jesus in der Brut zu sein. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 17, so steht. 2. Korinther 4, Vers 17. Du wen, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird vorher wir, ist nicht mehr, er ist nu, wird nie geworden. Also der alte Mensch, der muss sterben und der muss verwandelt werden in einen neuen Mensch. Aber mehr als dort in Epheser 5, weil wir uns noch das Evangelium von dieser wunderbaren Gleichnis bechecken. Epheser 5, von Vers 21 und wieder. Du lesen wir das in ewigen Tags von morgen früh. Und an den Uhren von Adam und seine früh, weil wir uns das noch einmal bechecken und dann sagen, okay, vielleicht merkt das Sinn. So Epheser 4, Vers 21 und wieder sagt es das. Schickt einer zum anderen und ihr Furcht für Christus. Je früher sieht jene Männer so unjadun, als die dem Herrn sind. Weil der Mann steht über seine Früh, so als Christus über seine Gemeinde steht, für die er sich selbst handjäuft, heiland zu sein. Und so ist die Gemeinde Christus unjadun ist, so sollen früher und alles ihre Männer unjadun sein. Männer sieht jene früher gut so gut, als Christus seine Gemeinde gut wie in sich selbst für handgeben deut. Dort heiligen können, als erst mit dem Wort, so als mit Wasser gewaschen hat. Dort in seinen Augen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und äußerlich wird. So sollen auch die Menschen früher gut so gut sein, als ihnen Körper, wie seine früh gut ist, als sich selbst gut. Noch auf keiner sind ihnen Fleisch verschmähen. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper, so als Christus dort für seine Gemeinde. Weil wir Glieder und
wils wie Glieder und seinem Körper sind. Das ist, woran ein Mann, Vater und Mutter verluten wird, um mit seiner Frühtaub zu sein, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein großes Geheimnis, und ich meine damit Christus in seine Gemeinde zu schildern. Also, Paulus schreibt den Ephesern, dann sagt der Mann an früher, das war ihr sollen known, Jesus in der Gemeinde, das ist ein Gleichnis. Dann schreibt er, du hängst heran, im Vers 31, den kriegt den selben Vers, von 1. Mose 2, 24. Dann du hängst heran, im Vers 32 sagt er, das wird aber nicht ein Geheimnis. Lutjen, du für 3 Sekunden, Moses schreibt, 1. Mose, 4000 Jahre trägt. Und dann kam Jesus op de aarde en de gaf zijn leven een bruid herzustellen. Und dann schrift Paulus zu den Ephesern, sagt, das ist ein Geheimnis. Und keiner kann das richtig verstehen, wieso die Geschichte von Adam und Eva abgeschrieben ist. Aber nicht kriegen wir das zu holen, wenn das ein Bild von was Jesus für seine Gemeinde hat. Wenn wir das aber noch ein Stück wieder nehmen, dann finden wir dort Jesus in der Kirche und Adam und Eva jetzt noch wieder. 1. Korinther 6, Vers 15 bis 17. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Weet je niet dat jullie Körper Glieder und Christus sind? Soll ich dann Christus in die Glieder nehmen und Hirnglieder durchmerken? Aber niemals. Oder weet je nicht, dass wer sich mit einer Hühe aufjagt, ein Körper mit ist? Die Schrift sagt, die zwei wollen ein Fleisch sein. Wer sich aber mit dem Herrn verbindet, ist ein Yes mit ihm. Wir wollen von ja nicht an der Trio von diesem Tag sagen, aber an dem Positiv. Was sagt du so im Vers 17? So gut. So, nu wollen wir hier so ein Puzzle aufstellen von 1. Mose 2, 24. So, Genesis 2, Vers 24. Was sagt dort am 1. Mose 2, 24 von Adam und Eva? Hä? Okay, so Adam plus Eva, das wir eint. Aha. Da sagt du, Adam liet seine Frau an und dann wir nicht eint. Und das meint er, hat ihn abgeschlagen. Und dann in 1. Korinther 6, Vers 17 sagt dort aber was? Jesus mit hat mich gemolden. Was? Hä? So gut, so Jesus mit, aqua hier so handschrieben uns, wir sind ein Yes. Okay? Das ist die Union. Dat was zo de Kirche Jesus in de Brut genannt wordt, wenn im Yes, zijn we met Jesus verbonden. En dat is wat betekent dit. Aber dann, wenn wir uns hier so lesen, Vers 23, wo der Taub kommt, und dann 1. Mose 2, 24, so das wie hier 23, und dann Vers 24, wir wollen 1. Mose 2, 24 lesen. Okay, so ich habe meine Vers nicht ein klein bisschen darunter gekriegt. Aber, weil wir dann nur noch lesen, Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, Vers 7, bis 9. Und du sagst, das ist das.
Ik lees Apostelgeschichte 19, 7 wieder. Zij waren alles taub 12 Monate. Hij ging aber an die Jüdenschool nan en predigt 3 Monate vrieruit en leerd en reed dringend met aan van Gottesrecht. Ob es eingezegt verhoorden en nicht leuven willen. No, ik krijg geen aardig vers. Pardon. Dan wil ik den laatsten hier nog uitgeven. Epheser 5, vers 26, waar we vergelijken met 1. Mose 2, vers 25. Wer will 1. Mose 2, 25 lesen? So gut. So hier kommt nu noch dort besondere Part. Wenn morgen früh befreit sind, dann soll du nicht geheimnisvoll mehr sein und deswegen schämt man sich nicht seine Frühchen über. Adam und Eva sollen keine Scham haben und nackt sein und taub sein. Ich finde, dass du ein Tag kommst, wo du und ich keine Scham mehr werden haben und Jesus in jedem Wort zu stehen. Wir lesen in Epheser 5, Vers 26 so steht. Dort meint Jesus, erheiligen können, dort meint die Kirche, als erst mit dem Wort, so als mit Wasser gewaschen hat. Jesus sein Opfer dort, der Milch, was Butter geweint wird. Und wenn wir Zeit haben, dann würden wir Offenbarung durchlesen. Und dann würden wir durch jeder Kapitel checken, was das Ziel ist, zu go to Latz. Aber die Sünderschule hier zu holen, dann will ich Ihnen fragen, was ist das letzte Bild, was mit Jesus und mit der Kirche passiert? Jesus holt sich seine Brut. Und da war Chas geben im Himmel. Und lass mich dir sagen, wenn Jesus wird mir in die kommen holen, und wir endlich von dessen sämtlichen Körper frei gemacht worden sind, dann wird du nicht mehr zum Schämen sein, wenn Jesus in gehen wird. Dann wird der Ekel geport für mich weich sein. Und dann will ich frei sein, uns mit Jesus zu begegnen. Charakter so, aus dem Morgen früh sich nicht schämen, wenn die befreit sind und hoffentlich dort Rache tun haben, das nicht zum Schämen. Ich finde, dort an Jesus und an Adam ist so viel zu lernen. Und ich finde das großartig, wo groß Gott ist. Und ich wünsche, wenn diese Gleichnissen von Jesus da im Alten Testament, wenn da kommen bloß der eine Ding wirken kann in uns, dass wie Gott, dem allmächtigen Gott, sein, an der Geschichte von Anfang bis Ende, dann haben wir uns Ziel erreicht. Wenn Leute bloß mal für so ein kleines Stolzchen tun, Gott hat auch können Adam merken und dann noch eine früh erst um Blattklampen sehen und ein Blatt merken und dann bumm, dann habe ich 2 Blattklampen und dann habe ich den Bett oder anpüssen und dann haben Menschen gemerkt. Aber Gott wusste, dass mir und die wurden Bild fehlen. Von dass Gott nahm uit Adam und Paut rüt und mir eine Früh, wo passen leid. Und das ist ein Bild, was wir haben von Jesus, der scheinbar beirrt, der Opfer sich selbst an. Omdat ik kunnen bruik meer aan wat aan post. Mag God met je zijn.